Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Luffy auf Pelzig im Opferturm, Igitt. Ja, die Viecher haben wir in der letzten Episode noch ganz kurz gesehen. Neue Gegner Ahoi, neuer Kontinent Ahoi und so. Mehr du. Und es ist das Gülleküken. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus Secret of Mana. Wenn ihr euch erinnert, das waren dort, auf jeden Fall Gegner. Die sahen ein bisschen ähnlich aus wie hier. Ich glaube, das war generell auch so, ja, ich würde sagen, eine gängige Übersetzung, die man generell auch hier für solche Gegner genommen hat. Und dass es auch spieleübergreifend gegangen ist. Oh, das hat hier nicht so viel Wirkung. Also ich glaube generell Gülleküken wird wahrscheinlich so wie auch diverse andere Gegner, die mehrfach verwendet werden, wird wahrscheinlich so Übersetzung gewesen sein, die man in viele Spiele einfach verwendet hat. Ja, Drachoras haben wir da wieder. Viel Spaß. Ich will es jetzt einfach mal wissen. Ja. Und ja, alles schlecht. Einfach mal drauf und dem Wetter. Was es so bringt, ja, nicht so viel, okay. Aber der Versuch war es wenigstens wert. Wir wissen jetzt, wir schmeißen dafür kein extra MP raus. Die vergiften. Okay, folgendes. Maxim, Gegengift auf Selan, stärker auf die ganze Truppe und der Rest kämpft einfach mal so. Pff. Ja, Gordo ruiniert die Taktik mal wieder. Dann machen wir das so. So, und stärker und Peng. Jo, was macht das Ding? Blöb, 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 blöb. Funktioniert nicht. Das ist so ein Windkanal, so ein Windorb oder sowas. Und das funktioniert doch nicht so gut, wie es sollte. Hey, wie? Der dreht sich um und macht einen Überraschungsangriff. Mistvieh. Okay. Dann stecken wir die 3 Attacke ein. Und gehen weiter vor. Wir probieren mal den Schädelhieb aus. Gegen starke Gegner. Probieren wir einfach mal aus. Hier wollen wir einmal den Blutball einfach mal ausprobieren. Und schauen, was es uns bringt. So. Ja, ein bisschen gestreckt gerade. Wenn man die ganze Zeit nur im Bürostuhl sitzt, dann im Sessel hockt, dann muss man sich auch mal irgendwann strecken. Man fühlt sich irgendwann so total zu so einem Klumpe gepresst. Ja, okay, das sind wohl die einzigsten untote Gegner, die nicht auf sowas abfahren auf Feuer. Ui, aber das bringt was. Und zwar gewaltig. Mit Glutball. Hier machen wir auf euch 2 stärker. Und schauen mal, wie weit wir da damit kommen. Einer tot. Okay, wenigstens Selans Zauber kommt durch, dass wir das nicht noch einen Kampf machen müssen. Sehr schön. Gut, Alter. Dann kann es so weitergehen. Und wieder so Drachoras. Dass die immer zu dritt auftauchen müssen, die Viecher. Und so. Gucken wir mal. Müsste reicher bei dem. Jo, dicker. Und der muss noch bearbeitet werden. Sehr schön. Dann bleibt nur noch einer übrig. Ja, Descartes zieht schon richtig viel ab. Also er ist definitiv auch der stärkste Krieger im Spiel. Habe ich ja nochmal von Kirby's Linkschwert. Ich finde den Namen einfach so geil, der Nickname. Habe ich das auch nochmal bestätigt gekriegt. So. Enale. Das ist immer gut. Gibt zwar nicht so viele Erfahrungspunkte, aber wir sind relativ fix dann durch. Scheiße, Maxim ist verwirrt, aber er kommt durch. Sehr gut. Verwirrungen enden im Gegensatz zu Vergiftungen auch noch im Kampf direkt. So, so und so. Hallo Gülleküken. Und immer kräftig dem Wetter. Yo. Wenn er jetzt keine Verstärkung ruft, ja, dann sollte der Kampf beendet sein. Und weg. Gut. Hier nichts mehr. Und ja. Moment.
So war das. Jetzt ist das ohne Uff. Aber ich kann hier nicht durch. Ich darf hier bei den Dingern nicht durch. Das heißt, ich muss hier... Moment, hier war doch irgendwo... Ja, genau. Kann ich da die Bombe ablegen? Ja, dann geht es auch von hier. Dann kann ich nämlich so runter. Verarscht. So. Hier. Nein. Ein gütlicher Überraschungsangriff. Oh, scheiße. Naja, bei Gordo zieht es wenigstens nichts ab. Ja, 16 nur. Okay, folgendes. Druff und Wetter stärker. Dann probier Stummel Aquata aus bei dem hier. Das war dumm, Gordo. Das war richtig dumm. Die haben nämlich einen Feuerschweif auf dem Kopf. Gucken wir mal, was das abzieht. Okay. Sogar Maxim kann hier mit seiner Magie was reißen. Das ist gut. Und macht dann in der vordersten Reihe platt. Mist. Okay, dann sind wir wenigstens, nachdem der tot ist, alle in der vordersten Reihe. Und dann so. Selan, Aquata. Auf den, Maxim, Aquata auf den. Probieren wir es mal aus. Hoffen wir, dass das mal so durchkommt. Selans müsste eigentlich stärker sein als Maxims. Jo, deutlich. Und dann... Ja, das dürfen wir alle überleben. Gibt Dekadem Biester recht. Gut. Feuerfrucht gibt es sogar. Sehr schön. Damit Selan nicht die einzige ist, die ständig heilt, gehen wir mal mit Maxim einfach drauf. Und da wir jetzt auch noch eine zweite Feuerfrucht erhalten haben, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Die Frucht an die Leute, ist es sinnvoll, ihm jetzt schon so Ding zu geben. Ich frage es einfach mal. Bevor ich das jetzt einfach so verwende, warte ich dann mal ab, wie die Reaktion von der Zuschauer ist. Vor allem von Kirbys Linkschwert, der anscheinend alles dazu weiß zu Lufia. Bin ich mal gespannt, was mir doch gesagt wird, ob ich die Feuerfrucht verfüttern darf oder ob ich lieber warten sollte, bis er sein letzte Stufe erreicht hat. So, da. Schauen wir mal. Und drauf. Und Wetter. Gut. Dann bleibt nur noch das übrig. Dann machen wir hier nochmal stark drauf und der Rest haut drauf. Bitte bleib, Gordo. Du Feigling. Elender Feigling. Gut, dann ihr mächtige Krieger haut drauf, was das Zeug hält. Und dann sind wir ja auch bald wieder bei Levels. So. Schickes Design auch mit dem Blass, Violett und Blau. Opferturm, erstes Stockwerk, zweites Stockwerk. Oh, jetzt kommen die Samurai. Mist. Okay. Sie ziehen nicht schlecht ab, aber auch nicht die Welt. Amok-Krieger hießen die hier. Donnerschlag, probieren wir auch einfach mal aus. Okay. Ja, ich finde diese Samurai-Ausrüstung, also generell die Rüstung eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich immens gut. So, weiter drauf. Gut. Okay, dann atmen den mal Gordo. Und weggeatmet, ja. Gut, da hinten ist noch ein Loch. Wir haben noch die Bombe. Und hier ist was. Neue Schnecke sind hier. Bohrmuschel und Durstkrebs wieder. Die kennen wir noch. Wir probieren es mal mit einer Donnerattacke auf die Viecher. So. Und so noch. Schauen wir mal. Ja. Ja. Zieht jetzt nicht so viel ab, wie ich erwartet habe. Ja, macht er wohl dann Sandblocker drauf. Dann macht er die UV-Strahlung auch nicht mehr so viel aus. Und drauf. Okay, so. So und ihr auf den Krebs. Ich
Ich glaube, das könnte sogar recht hilfreich sein, obwohl der Krebs seinen Sunblocker ausgepackt hat. Okay, gut. Noch runter hier. An dem vorbei. Es müssen immer 3 sein, glaube ich. Ohne Scheiß, wir haben die bisher noch nie einzeln oder zu zweit nur getroffen. Die sind immer zu dritt. Dann nichts wie tropfende Wetter. Ey. Naja, wenigstens zieht es bei Gordo nicht viel ab. Aber okay, die ziehen generell nicht so viel ab bei Gordo. Okay, drauf. Drauf, drauf und drauf. Lecco mio. Okay. Maxim und DK haben es mal wieder gepackt. Selan. Spendier mal jedem eine Runde und dann geht's weiter. So. Hier ist nämlich was. Schlüssel zum Ende. Und zum anderen haben wir hier noch was, was wir wegbrechen lassen können. Okay, Moment. Nee, das war folgendermaßen. Aquata. Aquata und ihr auf den hier. Ja, sehr clever mal wieder. Super, Gordo, du hast immer noch gepackt. Du bist wirklich ein Taktiker. Und weiter geht's. Tot. Tot. Oder? Ja, 100%ig. Der ruft wieder Verstärkung, der Hansel, und dann drauf und der Wetter auf den. Und kaputt. Okay, Maxim, Aquata. Du, Aquata. Und ihr anderer haut drauf. So, da wollen wir doch mal. Okay, der hat sogar noch gepackt. Der hat ja 181 Bestrafungen überlebt. Alter Falter. So, jetzt ist er tot. Feuerfrucht. Okay. Die geben so häufig Feuerfrucht. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt irgendwas auslöst. Wenn ich Gordo vorher schon die Feuerfrucht gebe, dass es sich dann in mir entwickelt. Ich habe da echt Schiss drum. Deswegen bitte ich wirklich um Aufklärung, ob ich ihm die Feuerfrucht verfüttern darf oder nicht. So. Das wäre wirklich super nett, wenn ich da Bescheid wüsste. Okay, wieder tot. Und der müsste jetzt auch kaputt sein. Und dann geht's weiter. Schön. Gordo ist wieder kurz vorm Level. Okay, jetzt haben wir das da nämlich hier weggemacht. Und kommen stattdessen da hier. Und kommen so an der Eisring dran. Und du ist anscheinend noch ein Oktopus, den wir noch kriegen. Als Gegner. So, Eisring. Erhöht die Wirksamkeit des Eiszaubers. Tornado. Heftiger Sturm zieht auf. Bringt anscheinend niemand wirklich was. Ja, DK wird so ein bisschen was bringen, aber... komm, egal. Du kriegst das Ding jetzt erst einmal. Bei dir ist es sowieso schon egal, was ich dir verfütter. Pfui, Würg, sagt er wieder. Okay. Dann möchte ich noch sehen, was du für einer bist. Komm schon her. Ich will gegen dich kämpfen, du dappisches Vieh. Komm her. Ach Mensch. Hier, Piranhos oder Piranos. Wir gehen einfach mal alle drauf. Schauen wir mal, was das bringt. Ich glaube, die haben dann auch noch so einen Oktopusstein und 8 Füßler. Haben die dann, glaube ich, noch als Attacke drauf oder sowas. Was dann jeden von uns trifft. Ja, genau, wusste ich doch. Und es zieht, ach, gar nicht mal so schlecht ab. Alter. Okay. Maxim drauf. Selan, vor allem Selan, so und so. Guy und so. Okay. Guy und DK halten das ein bisschen aus noch, aber Selan und Maxim halten das, glaube ich, nicht häufig aus. Ja, die sind schon nicht schlecht hier, die Gegner. Okay, drauf. Und jetzt nochmal auf euch zwei. Und dann schauen wir mal. Und?
Okay, sehr gut. Die sind beide voll. Das müsste der Gnadenstoß sein, ja. Dann die Buwe noch ein bisschen heiler und dann geht's weiter hier im Text. Ja, mit euch möchte ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben mehr. Ah ne, das war das. Wo muss ich dort hier? Genau, dass ich wieder da rauskomme. Okay. Dann sind wir den Weg auch jetzt gegangen. Und weiter geht's raus. Da kommen wir nämlich hier hoch. Wieder die Amokkrieger und die Schnecklin. So. Ja genau, hau mal Eisenklaue drauf. Das kann nicht schaden. Sau gut. Wieder einer hinüber. Bleibt nur noch einer. Und der zieht, naja, relativ schwach ab. Gut. Gegen die soll ich häufiger kämpfen, weil die diese Samurai-Juwelen droppen können, was ziemlich gut ist. Viel Spaß. Drauf. Blutball. Drauf und drauf. Schauen wir mal. Ob man die weggekrebst kriegen, die Viecher. Und... Jo, beide weg. Sehr schön. Okay, die K ist sogar noch vor den Viecher dran. Feueratem, ja, hauch sie mal an. Oh, wow, wow. Okay, die Biecher vor allem. Die Biester sind doch auffällig gegen sowas. Schlüssel, dann war das, ja, ich erinnere mich. So. So. So und so. Und so. Dann war das nämlich so. Und ich kann mich dort hauchen lassen und dann bin ich hier schon durch. Jo. War wunderschönes Treppenhaus. Oh, scheiße. Das war wieder so ein Quatsch. Da brauche ich die Bombe. Habe ich schon. So. Probieren wir es mal so aus. Okay. So wieder. Oh je. Yeah. Da bin ich ja super drin in sowas. In sowas bin ich echt absolut klasse, aber so Mist. Ich probiere es nochmal weiter aus. Das kann jetzt wieder seine Zeit dauern. Okay. So und so und so vielleicht. So. Ja, in sowas bin ich wirklich absolut miserabel. Nee. Ich weiß, das geht eigentlich in ein paar leichte Schritte. Aber ich bin für sowas einfach zu blöd. Alter Falter. So. Und so vielleicht. Einfach mal ein paar Muster reinlegen. Irgendwann wird es schon klappen. Irgendwann wird es schon aufgehen. Nee. Ach nicht. So. Und so vielleicht. Nö. Will nicht. Will auch nicht. So vielleicht. Nö. Und bei Denner? Nö. So. Ah. Ach komm, wir gehen mal die ganze Reihe durch. Dann so und so eventuell. Ach du Scheiße. Schlechteste Bombenleger aller Zeiten. Ihr habt dann vor euch. Ja, dann bleibt nur noch einer übrig. Ne, hier noch und hier. Alter, ist das ätzend. Jeder, der weiß, wie es geht, wird jetzt wahrscheinlich verzweifeln und sich der Arsch ablachen, wenn er sieht, was ich hier für einen Bullshit treibe. So. Wieder nicht. Alter. Einfach mal so random ein paar Bomben legen. Ja, Wisst was, wir machen es mal hier. Was sagt denn die Leiste dazu? Kehrst du alle Platten um, geht die Tür auf, die der dumm. Ja, genau. So. Moment. Ups. So und so. Nö.
Ach nicht. Oh Mann, das kann ein bisschen dauern. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Weißt du was? Noch einmal. Noch einmal. So, dann haben wir den. So und so. Dann ist das und das. Und dann haben wir das. Bleibt einer übrig. Wenn wir den machen, können wir es so machen. Dann ist der wieder. Und hier fehlt noch was, ne? Dann könnten wir das so probieren und so. Dann so und so. Dann bleiben die noch wieder, ja. So und so. So und so und so. Nee, so und so wieder. Haben wir wieder den Quatsch. Hier und hier noch einer. So und so einer. Nee, so verschieben wir nur die Problemlager. Hier. Hier. Nee, das wird etwas länger dauern, ihr liebe Leid. Ich bin einfach nicht gut in sowas. Die Sache, die man schnell hinkriegt, die habe ich sogar relativ ordentlich hingekriegt. Aber das hier, nee, das will einfach nicht, so wie ich das mag. Oh yes, das ist ja leid. Dann die Sache, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Und ich mache hier meinen Cut. Und ich mache das Ganze offscreen und löse es dann für euch so. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Da gibt es dann keine Zeitverschwendung mehr wie jetzt, weil wie gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann hängen wir da 5 Minuten oder wie lang dran. Ihr habt gesehen, wie ich wie der Spatz an der Knottel da tragen gehabt. Und in der nächsten Episode sind die Wege einfach offen. Bis immer mal dann. Ayan Yankee.